desconcentración hier immer. Das wären, muss mich nicht in Abraço hier weg, sie gehen Nord Schweizer. Ah, das sind das, okay. Wären kann wie, glaube ich, allmes alle. Ist ein wunderbarer Mann Gottes. Und er lebt für Jesus. Er lebt für Jesus. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre wir uns nicht kennen. Aber wir treffen uns alle wen hier in den vielleicht 5 Jahren ungefähr, dass wir uns kennen. Er hat mal auch eine Jüngerschaft schon gemerkt, wo er ja, für Upgrades und nie leben. Das wird ja immer besser, nicht so? Das wird letztes Mal noch nicht hier. Die kosten nicht rauf voll. So, hij heeft mal eine Jüngerschaft schon gemerkt, weil ich von der dort abgenommen wurde, aber dann war ich eins. Mir gefällt immer sehr sein Zeugnis, wo er in dieser Jüngerschaft schon, wo sie in der Klasse vom Heiligen Jesus gesagt hat, und er so, bloß der Gott sagt, ich bin zufrieden. So, aber du, wo ich nicht sehe, ich sehe Rat, von dem Himmel, machst du mir das, ich bin nicht zufrieden. Ich so, das ist alles nicht für mich, das ist für andere Sorten Menschen, nicht so. Und wo er typen weitergehandelt von dort, aber wo er jetzt am anpackt und wo er ganz mitgeredet wird und wo er ein ganz veränderter Mensch ist und dort ein von seinen wichtigen Themen ist, was er immer war davon predigt, wenn dort einfach schält, wo er immer ist. Und dort wird er hier in der Torschule und in der Rechte. Ich fand einmal diese Weg und ich sehe, die Torschule, die wir alle so voll vom Heiligen Jesus, ich weiß gar nicht, was ich will, aber er wird dann dort einmal von der Bibel verlesen. Und der Herr Jesus wird nach wahrer, wunderschöne Sache tun, aber wir haben wirklich belebt, wunderbar, der Herr Jesus, die Schüler gefällt haben, der Lehrer und uns Lehrer. Und dort wird wie dieser Weg hier reden worden in der Torschule. Aber ich frage ihn, hey, weißt du nicht zu uns von der Rede, zu uns als Kirche? Und dort wird er von der tun wird. Wir sind immer weise, schöne wird und möchte unser Hort einfach aufsehen, dort wir horchen, was Gott durch am zu sagen hat. So, streikt jullie hängen uit Noverien en wij willen einfach sehen en dankzij sagen, was Gott durch am tun wird. Jesus, dankzij für wer in sein Leben. Wir sehen am und heben am ab und wir sagen einfach, wir loben einfach die Namen. Wir beten, dass dienen, die Jesus seine Zunge anstecken kann mit 4 und dort 4 Tanz redet. In die Namen Jesus. Amen. Amen. Marius, dat is goed waar het treed te zijn. De laatste moest ik hier weer Jonah, geloof ik, nee? Je laatste tortschrift? Ja, Jonah. Iets van waar ik geloof in huis bezorgen en bis zo ver als ik hier aankom, wat ze leren iets van huis schrijven. Op meer dan maar schijn treed te zijn, dus zijn ze in mijn familie gekomen. Dat zijn, ik geloof, dat zijn tartpannen. Mijn vrouw en mijn Mejal. Also Mejal, der wurde im September 2. Jetzt wirklich so ein Busse. Wir sind, als ich vor 5 Jahren befreit, wurde im Juli an. Ich sehe die Jugendlichen gestern, wir haben ganz von 4, wir im Juli 5 Jahre befreit werden. Wir haben das Haus heute Morgen, wir haben ich schreibe meine Frau, Armaya, Felicidades für ein Anniversario. Schauen wir uns an und sehe ich, befreit der das ist unser Anniversario. Und ich habe meinen Kalender ab, dann, das ist unser Anniversario. Gehen wir heute Bett für jeden, dann hat schon Trouble zu sein. Wir tranquilo. Wo ist dann eten? Meine Frau ist Rayleigh, das ist von der States, ist noch für Sasia und Paraguay. Als sie vom Chaco, für die wir nicht haben, ist Edward sagt, ich Leute, mich ich habe oder ich habe mich. Aber wir wohnen nur für, weiß ich nicht, mir viele Jahre aus dem Stern, ich glaube, alles wird wohl dich bei 10 Jahren sein, oder ein Stern sie. Wir arbeiten als Volltätige Missionar bei YOM. En voor ik aanvang met mijn predigt, dus ja, zelfs wat ik gisteren deed, kostet dem QR-Code hier ab, wir haben ein Projekt, ich weiß nicht, wer du, okay. Wer hier entweder 18 wortet, ja, oder 18 in LAS, ich werde den Fernrüt nehmen, und hier ist eine sehr gute Nachricht für dich. Das ist, du wirst gerade, du befriedigst dich, dann ist das, als du fühlst du hängen. So wichtig ist das. Dann durch am Torch, ne, jetzt einmal. Noch schnell. Nein, wenn du diesen QR-Code scannst, der bringt dir noch einen Link, und im Link steht Jüngerschaftsschild. Wo ich mir wieder gewohnt habe, mit meinem blanken Kopf, und ich habe in der Kamera ist. Und in dem Link dann jetzt, da steht Jüngerschaftsschild, und du sagst mir ganz Wort Frau. Wir haben dort so einfach für dich gemerkt.
Du kannst dat, ik doe dat gisteren zo is, ik doe dat voor einen, de andere doet dat zelfs, dat die dan vlecht een minuut, dan hou je een formulier uitgevuld. Dit is de jengerschaftsschool, wo man uit arbeid. We doen nou een plotteach, dan Deutsch, waar ik leid de meeste van je weiter ook al, we 5 jaar hier, in Kotoka, we hier ook bij ons, wat van de Schüler zijn hier van daar, ons zijn zich sogar befreit. Nou, dat is al dat terug, ja, dat is een fan. Dus wenn die dat nicht schaffen, wenn am 8. August naar de Knie ist, und du fängst du nicht die Früh, für was du gebet hast, dann lade ich dir eine Jüngerschaftsschule zu lernen. Und vielleicht fängst du durch. Ich habe meine Früh durchgehandelt. Kevin und Tamara haben sich durchgehandelt. Das schafft. Albert und Anna haben sich durchgehandelt. Nee, ja, Albert, wie Anna ja leider, das schafft geht. Diese Jüngerschaftsschule für mich persönlich, und das ist nicht, weil ich noch Geld für heute bekomme, diese Jüngerschaftsschule hat für mich mein Leben rein und selber Kopf gedreht. Krijg das eerder je dat zegt, als je aan ze zei, en ze boezig als hij kon van Heiligen Geest wij. Mijn feit dat hij al voor ze boezig aan hij wij. Maar de Heilige Geest er aan nog met boezig als eigenlijk van mij nu. En dat we in deze school, wo ik dem Heiligen Geest channeliert, wo ik getauft word met dem Heiligen Geest, wo ik geveld word met dem Heiligen Geest, ohne dat ik voor mij bid, ik wilde nog van weiter, aber ik zei, Gott, das ist ein gefährliches Gebet, wenn du jetzt von betet ist, ich sage, Gott, wenn das von dir ist, dann gib mir alles. Wenn das nicht von dir ist, dann nimm mich hier weg. Und ich dachte mir, die zweite Option, das was Gott tun wird, aber ich bin falsch. Das ist die erste Option. Keiner betet für mich, keiner lädt er hängen ab. Aber ich falle beflohen ab, sitzen, sagst du, man, und für 2 Stunden kann ich nicht abstunden, und ich ruhe sitzen, kleines Baby. Und da wir dann aus der Gefallen getauft wurden am Heiligen Geist, mein Leben ist von dann ganz verändert. Und von dann an, ob ich mit der Jüngerschaftsschule mit, und ich kann Ihnen eine Sache versprechen, die Jüngerschaftsschule wird dein Leben verändern. Du wirst Gott kennenlernen. Das ist nicht, wenn wir aus Weihwurm Gott sind, oder wenn Torch Gott ist, oder was immer. Das ist, wenn Gott so Gott ist. Und er kümmert sich so sehr um uns. Das sind 5 Monate, 3 Monate, wo du wirst, das ist nicht 100% klar, aber ich weiß nicht, dass ich sage so. Aber meist klar, wir wollen in den Nubar sein. Wir wollen hier Fußbesitz sein, das ist die Idee, wir haben nicht ganz klar. Wir planen darüber. Aber für 3 Monate wirst du hier sein. Das fängt am 1. Oktober an, also meist kurz, 2 Monate. Für 3 Monate wirst du hier sein, Gott kennenlernen, Gott seine Stimme kennenlernen, dem Heiligen Geist kennenlernen, gefällt worden dem Heiligen Geist, zu lernen, wie das Evangelium zu predigen, Gott aus Vorrecht zu lernen, Freiheit von den Sachen zu reden, alle anderen. Für 3 Monate ist du dort und für 2 Monate kann ich im Einsatz nennen, wo ich Gott bekannt merke. Wo immer die dann hingehen, da kann hier in Bolivien sein, da kann Paraguay sein, iets wat bewalt, wo Gott ans Hand schreibt. Das ist weil ich ihn wirklich anladen. Und jetzt hier wird vorgestellt, und ich komme mir nur und sage, ich wollte ihn nur mal gut halb pardon. Weil ich komme zu mir und sage, kann ich mal auf die Predigt abpassen, wenn der Heilige Geist der Tag sagt, mir so soll und ich soll das tun. Also der hat sich eingeschrieben und ich hub von der aus zum Morgen zu sagen, nochmal, als ich Jesus so ist, ich will nicht predigen, bis ich 5 eingeschrieben habe. Er hat vorgestellt, Jesus, ich rede, du fehlst noch 3. Dann wollte ich hier von Stunden nicht mal stillstunden. Nein, wij willen werkelijk handelen. Dat is een wunderbare ervaring. Okay, nu wil ik predigen. Als de Jugendliche Jesus so ich wieder weet, je was krank, je was. Ich had Mumps, aber ich weiß nicht, was das ist. Wenn ich heute das ist, tranquilo. Mir sagen bitte, wenn ich Bier als ich genommen habe, aber ich habe nicht über den Kopf gehabt. So, du weißt, mein Backen ist noch mit angeschwollen, aber mir sagt wirklich nicht schmeckt nicht. Und ich wieder weiß, ich war tschüss. Ich bin nicht wirklich krank, aber die Sache ist, wenn ich mit Menschen sehe, dann kann das gefährlich werden. Für die anderen Menschen und auch für mich. Also ich habe die Weg, ich war tschüss. Und heute hat so viel Zeit zum Beten und so viel Zeit zum Bibel lesen und so viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Wie wunderbar. Aber ich fange an 1. Thessalonicher durchzulesen und ich komme beim 1. Kapitel und stand das alles. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Und das ist mein Gebet, die ganze Welt fähig, was, und das ist mein Gebet, für so lange, als ich nicht leben will. Das heißt es, das Evangelium habe ich nicht bloß mit Wort geschrieben. Gott seine Kraft und der Heilige Geist wird durchhängen. Und wir können mit größter Gewissheit reden. Mein Gebet ist, dass jeder Wort, was ich sage, jeder Wort, was wir sagen, dass das nicht bis Ladje wird sein. Das ist Paulus in 1. Korinther 13, 9 sagt, dass das nicht bis das Ladje Dinge oder Dösje sein, was bis Kloper und Devre, aber dass die Kraft vom Heiligen Geist durchhängen ist.
Ik zeg, je zal, mij dat schoon reden, ik kan lang reden. Ik wil gleich mooi van reden. Maar dat helpt niet, wanneer ik vertaal en dan heb ik goede wacht en je gaat Gott herleeft. Dan is het bis nog een reden naar mij, wat hier wordt vertaald heb. Dus onze weer, wat we zeggen, we gebruiken de kracht van Heilige Geest te hangen. En dit is mijn gebed. Heilige Geest, ik bid van deze morgen, dat die kracht, dat de kracht van Heilige Geest, kan hangen jeder voet zijn. Wat ik zei, dat de mensen kunnen dort verstaan, wat ze verstaan moeten. Heilige Geest, red hen, merk eeuwen op, zeg gisteren bid. Appelleer onze eeuwen, merk onze eeuwen op, damit we die zuinig hebben. Wenn wir unsere Ehe merken, dass wir unsere Ehe auf die rechten, dass wir die sein. Dass jeder Wort, was von dir gesagt wird, hier nicht hört. Und nur mehr, wenn wir als Familie, Freunde sind, dass jeder Wort gefällt mit der Kraft vom Heiligen Geist. Für die Menschen, die in der Knie fordern, geben die Kraft vom Heiligen Geist. Die Kraft fiel nicht ab in Apostelgeschichte 2, in Apostelgeschichte 4, in Apostelgeschichte 10. Dieselbe Kraft ist von dir immer noch für uns. In Jesus' Namen, Amen. Lukas 10, 17 bis 24. Ich glaube, der wurde toen ab. Lukas 10, 17 bis 24. Wir haben die Geschichte, wo Jesus die 70 Rütgescheit hat. Nicht bis in die 12 Jahre, aber er hat 70 von seinen, nur weil er auf die Rütgescheit begossen hat, kriegt es die, viele von ihnen waren von der Knie vor. Dort scheint Jesus der Rüt. Und der hat noch niemals getan. Der hat noch kein Torsch getan, der hat keine Jüngerschaft getan. Das ist das erste Mal, wo er das tun. Vorher hat Teufel nicht wahrlich, dass Menschen die Rüt kommen und das Evangelium predigen, für Kranke zu beten, die geheilt wurden. Die Beise jetzt, die drei, sind die Sache, Teufel vorher gehen. Im Alten Testament, wenn wir uns das Alte Testament anschauen, du wirst einmal gewisse Personen, die die Gabe in der Fällung vom Heiligen Geist haben, aber wir bis du wirst niemals eine Gruppe Personen. Apostelgeschichte 2, Vers 4 ändert das für uns allen. Aber hier in Lukas 10, du schreibt Jesus die 70 Rüt. Der hat ja nicht gelehrt, vor all die Jahre, der hat ja nicht recht, der hat ja nicht geredet, der schreibt ja nicht Rüt. Gut Rüt, 2. Und das ist dasselbe, was ich gewesen habe, was ich getan habe. Dann kommen die 3. Vers 17, die kommen 3. Und die freuen sich, die kommen in Jesus. Jesus! Sogar der Sohn, der wir uns tun. Der Böse jetzt, der Rande weich. Wenn wir für die Besetzten beten heute. Und Jesus sagt ihnen, fragt ihr nicht über das, fragt ihr, dass ihr Nummer im Buch geschrieben ist. Aber dann zuletzt, Vers 24, Jesus ist immer noch mit diesen 70, die sind immer noch verheimt, das ist dieselbe Zeit. Für diese 70 Menschen, die du sind, die all diese Sachen gesehen haben, die die Heilungen gesehen haben, die die Böse jetzt auf Wahrheit gesehen haben, die das Evangelium mit Kraft gepredigt haben, die stunden nach aller für Jesus. Und Jesus, der dreht sich von ihren Weg, der schickt ihm Futter. Ich gehe in Vers 3, ich habe ihm bitte wie gesagt, der vielleicht Vers, noch ein 3. Noch ein, oder? Du, ja, das ist ein Kreis, pardon. Jesus dreht sich der dreht sich von der 70 weg, der dreht sich in sein Futter und dort steht, dann Fred, Jesus sich im Heiligen Geist und er sieht zu sein Futter. Für all die Menschen, die rum wird, ich schicke Jesus alle an. Ich danke dir für das. Und Herr war Himmel und Erde. Dass du die alle Lieder, das hast weiterlassen. Was die Wesen, die Lieder nicht verstehen, Leute. Pardon, mein Plot ist nicht sagen. Für das ist so, als du dort vergehrt ansagst. Jesus dreht sich der kijkt ihm Futter. Für alle Menschen sagt er, ich freue mich, ich sehe gefällt mit Frieden, dass diese Jünger das nicht haben. Und dann dreht er sich 3, gehen wir im nächsten Vers. Da. Noch ein wieder. Dann dreht er sich in seine Jünger und sagt, gesehen sind die Jünger, die das sollen, was die sollen. Nächster. Will es sagen, dass viele Propheten kennen, das sollen wollen, was die sollen, aber ich rede dort nicht zu sollen. Und hören wollen, was die hören, aber haben dort nicht gehört. Da bringt Jesus Frieden in sein Hort, wenn wir rüberkommen und wir bringen Freiheit mit den Menschen.
Stellt ihn das vor. Du kannst dem Schöpfer von alles, was wir von der sein, Gott ans Vater, Jesus der Sohn, in dem Heiligen Geist, dann kannst du Frieden bringen, du darfst die Freiheit bringen zu den Menschen. Das freut Jesus. Wenn die von der rüberkommen in der Knie, in der Jugendlichen, die waren Tränen im Vater kommen, die waren frei worden, Jesus sagt im Himmel, besiegt Gott und Kreuz, und der freut sich, der schickt ihn in Vater und sagt, ich freue mich, dass diese junge Person, dass diese Menschen, die dann von der rübergehen, die das so nicht haben. Ich freue mich, dass die Erde aufgemerkt hast, du möchtest das so nicht haben. Wir haben ein ganzes Altes Testament, gerade das Neue Testament, Kennis, Propheten, Menschen, die Sachen deuten, wovon wir träumen, wo wir dürfen wollen. Das ist wie so eine Wunder von Moses, wird dort mehr aufmerken dort. Wie so eine Wunder von David, wie so eine Wunder von Elisa und Elias. All diese wunderbare, wunderschöne, große Sachen. Wir denken uns, ich will die Sachen tun. Wir janken all diese große Sachen tun. Und Jesus sagt, all die im Alten Testament, alle Propheten und Kennis, die wollen das sein, was die von der gesehen haben. Die träumten davon, oder eines der das wurde sein, und die sind mit der Hut gestorben. Die haben dort nicht gesehen, die sein dort. Wir sind eine gesehene Generation. Das ist Werke, wie Luther uns auflenken von dieser Sache, wie sich dort aussetzt, wie sich dort fällt, wenn wir Freiheit in die Menschen bringen. Manchmal so wie Sachen, wir denken uns, das ist zu viel für mich, oder das will ich nicht, mit das ich nicht einverstanden. Glaub mir, ich will durch für 8, 19 Jahre von meinem Leben, ich ran war. Wir sind vielleicht nicht immer einverstanden, wenn du mal das darüber denkst. Da bringt Jesus Frieden, wenn wir Freiheit in die Menschen bringen. Dort freut Jesus, wenn Menschen frei werden. Der läuft dort, über alles. Wenn der gleich dort nicht, wenn Menschen festgebunden sind und sind, wenn der so tun, dann er seine Macht hat. Wir haben Jesaja eines hastig ein. Fahre ich wir gleich alle, vielleicht nicht alle, wenn du die Bibel lese das, dann kannst du das in Fahre vielleicht holen. Jesaja eines hastig ein, also prophetische Wort über Jesus, wo ein paar diesen Jahr Luther haben. Und das heißt es das. Klein bisschen, schon im Strauch, weißt du. Jesaja eines hastig ein. Gott dem Herrn sind Jesus ab mir gekommen, dass ich dort drinnen komme, wo der Herr mir gesalbt hat. Er schreibt mir nicht da, die Lieden, dass ich ihn eine gute Nachricht bringe. Nicht da, der wird schworen gehen, dass ich ihn Mörder spreche. Dass ich der Fastgenommen sei, so ich kann loskommen und frei werden von dort, wo er bringt. Da wird ein prophetische Wort über Jesus. Jesus kam bei diesem Jahr Luther und die Date. Jesus wird getauft und der Heilige Geist fällt ihm ab. Und er fängt an zu arbeiten. Und er fängt daran auszuleben, wie sollen wir die da steht, wo Jesus handelt. Die Bibel sagt, du hast nicht einer, wird nicht geheult, wird nicht frei gesagt wird. Jede Person wird nicht Jesus heim, oder wo Jesus handelt, der wird geheult, der wird frei gesagt. Dort wir nicht eine Frau, ob es eine männlich ist oder nicht, ob es eine komisch ist oder nicht. Dort wir Jesus sein Ministerium, oder wir dem seine Arbeit. Und wir haben diese Geschichte, wo Jesus in der Ohren sieht, wo davor mein Bild, seine Jünger, schreibt Bild, wo ich euch wieder zeige. Und ich habe dann auch sieht an und ich habe einen Menschen angerannt. Das selbe Seite mit Bäuse Gäste, die Menschen, die haben dem ganz geschlossen, wenn wir mal dort sein, der hat ihm geprüft, mit jeder Faste bin ich, der rettet jede los. Das ist nicht, was der Dörner kann, und der Leben macht der Deutsche. Und mein DTS-Ansatz, wir fuhren in mein Jägerschaftsschulansatz, wir fuhren in den Philippinen, 5 Jahre 3. Und wir haben einen da, wir waren von der in einem, was sei das, Cemetery? Grofhof. Grofhof, okay. Wir waren im Grofhof vor. Ich dachte mir, warum wir in den Grofhof vor? Das ist alle da, das ist ein bisschen zu laut. Oder so leider, da bin ich in den Predigen da. Nee, wir waren im Grofhof vor, wenn du wohnst Menschen. Wir fuhren im Grofhof, ich habe noch niemals aber das ist in meinem Leben gesehen. Wir fuhren durch und du wohnst Menschen auf dem Grofhof, der Hieser, das ist der Grofhof von den Katholiken sind, der haben Hieser für die Deutschen. Der Hieser wäre dieser Hieser. Der Mittagsdash,
wie der Grofstein. Der heute Mara, während der Niedels auf heute in der Unia wie in der Eja. Das dort lebt er, du wie schon mit du han, du wie schon ja mit der Football spielte, der Rande du Ram. Wie schön der Ram am Host, ich sage, und er kommt Wort, wird da Plastik sagen, früh wieder, was uns da haben, hey, was ist das? Das sind Menschenknirkes. Menschenknirkes, warum? Na, der Grofstein, das ist an aller Fall, wo wir dann dürfen, wir nehmen den Menschenknirkes rüber, wir werden den Plastik sagen, damit ich eine neue Menschen nennen. Und niemals in meinem Leben so etwas ihr gesäunen. Da will ich ein schöner Datum evangelisieren. Ich freue mich nicht, das geht mir hier schön. Mir ist das so schnell schlecht. Ich will weich. Also ich kenne ja die Spieler durch Football und die wissen nicht, was ein Football-Vers ich höre, einen Kopf. Das hier sich Spur vorne haben, aber da wird die Wahrheit. Ich kenne ja die Spieler durch. Raum den Raum, wie död. Und der Geist von död. Das ist wie jene du nennen. Ich sehe nicht eine Person, die leicht im Heiligen Geist ist, was voll. Ich voll nicht leicht sagen, ich wollte sagen, Menschen, die das tun, ich nicht. Aber ich voll mich, ich kann nicht sagen, ich voll mich ehrlich. Wie jene du nennen, ich voll mich, das ist alles in die Beine, gegen rauf und starf und das ist der Geist vom Död wird sehr stark und mächtig. Wie, ich will nicht mal das Evangelium predigen. Ich will nur weich können. Ich kenne meine Freunde, die mit mir du wären, und wir alle kreisen dort, joinen gegen das Schreien. Und der Satan hat seine Kraft über diese Menschen. Das ist der Satan, der lebt durch, der freut sich durch. Und während ich du wäre, ich dachte mir, ich will hier nicht sein, das geht schlecht, das ist dies, das ist eklig. Ich fange an zu beten. Und ich voll der Herr Jesus, der braucht mir diese Geschichte. Und ich voll der Herr Jesus mir sagt, keiner von dieser Mannschaft, ich muss das Evangelium hier werden, kein Mensch will hier kommen. Jeder grüßt sich für diese Stadt. Woran glaubst du, die sind hier? Muss um Vergebung fragen? Das ist eine Verkehmate. Wir fangen an zu predigen. Wir gehen an Haus zu Haus oder Grofstein zu Grofstein, weil wir dem Evangelismus und was. Und wir fangen an, Evangelium zu predigen. Die Menschen, die sagen es, die das mal, wenn ich anfange zu reden, die würden mich durchziehen. Ich habe niemals so viel Hut sei das? So viel Hut in die EU gesehen. Ich muss mal geölkeln. Dus die schäden mich an und ich hatte wirklich Angst, die würde der Maßhaltigkeit nehmen und die würde mich durchspeichern. Dus die wusste, der Satan wusste, der böse Geist, auf der steht, wusste, der irgendwie gekommen. Nicht, wenn ich ein großer Prediger bin, ich kann dem Heiligen Geist noch mal für ein paar Monate, ich wusste nicht. Ich weiß nicht, welche Leute von Heiligen Prediger, wie ein Dammkopf. Aber der Satan und seine böse Gäste, der wusste, dass irgendwie gekommen. Und jeder Haus, wo wir hingehen, hat Dollar Angst, dass er mich anbringen. Geht es auch, wir werden nicht befreit, wir werden dann. So, der schon da sagt einmal, wenn ich eines Deus ist für predigen, und der Dreh mich anzubringen, mir erst das Drängen uns und dann. Mir ist das wirklich und dann. Ich kann mich anbringen, nicht? Aber, ich wollte nicht, was ich würde, wenn ich meine Familie würde drehen. Ich will nicht mal über nur denken. Aber da wird eine andere Geschichte sein. Aber auf dieser steht hier im Gröfhafen Philippinen, ich dachte, ich kann mich anbringen, mir und der. Ich weiß nicht, wer war in der Jüngerschaftsschule erklärt, dass einer von der Schule am Gröfhafen angebracht wurde ist. Und dann hat er bis du gelassen, wenn ich in Gröfhafen. Und wir fangen an, Evangelium zu predigen, Haus zu Haus. Und ich wollte, ich komme mit einem Haus, und du wie ein Mann. Dem sagst du, das war ja da, das war ja wittig. Ich weiß nicht, wie es was mit mir. Und ich fange an zu reden. Und ich frage, soll hier wohnen? Ja, wir wohnen hier. Wie lange? Ich muss mal näher, bei Jahren, lange Zeit. Ich frage, soll Jesus sein? No. Als ich kann eine Geschichte vertellen. Ja, aber später habe ich viel Zeit. Hier sind im Gehen Ölkeln. Und ich fange an, Evangelium zu predigen. Und in mir Beine, ich flottert mit alles in mir Beine. Ich dachte mir so, wenn das nicht schafft, dann ist das letzte Mal, wo ich diese irgendwo sein. Und während ich rede, ein ganz einfaches Evangelium zu dem Predigt, dem seine Ehe, die fangen sich an zu verändern, die fangen an freundlich zu schicken. Und ich fange an wunderlich zu werden, was das hier gibt. Und ihr seht, ihr seht, ich bin noch nicht lange, weil ihr fällt beim Heiligen Geist, ich kann diese Sachen auch nicht so gut. Die fangen an freundlich zu schicken, und dann sage ich, die fangen an Thronen in die Ehe zu kommen. Ja, was ist neu, was hat dem Neue sein? Und ich predige bis wieder, solange ich vor dir höre, dann frage ich, was ist mit dir?
Und die sagen mir, ich habe noch niemals in meinem Leben so viel Läufe gefolgt. Ich habe ihm nicht einmal gesagt, ich läuft die. Ich kann ihm nicht. Ich dachte, der würde mich anbringen. Und die sagen, ich habe noch niemals in meinem Leben so viel Läufe gefolgt. Und ich konnte in dem sein, während ich das Evangelium predigt, wird ich von ganz besäten, bei der Regen ganz frei wird, in 3 Minuten. Ich habe nicht einmal meine Hände abgelegt, ich habe nicht einmal ein Gebet ausgesprochen, ich predige das Evangelium. 1. Thessalonicher 1,5, dass die Kraft vom Heiligen Geist in das Evangelium ist, und die Menschen, die Worte verändert wurden, die Worte freigesetzt wurden. Und als ich dann vorher gepredigt habe, der Rat ganz null, na, früher am besten im Leben Gott übergeben. Ja, sag, was sonst, wo ich drin? Die Jäufst in Leben, du Gott, ich habe schon Uni, was mit dem Lothar passiert ist, ich weiß nicht, aus der Rüge getragen ist, du geblieben ist, ich weiß das nicht. Aber eine Sache wird mir klar. Die Kraft vom Heiligen Geist, die Kraft von das einfache Evangelium, ist viel gerade, als wir uns feststellen können. Wir als Menschen haben vielleicht Angst und wollen nicht, was passieren wird, aber die Kraft vom Heiligen Geist, die wird die Menschen freisetzen. Und das ist Gott sein Traum, dass die Menschen frei werden. Gott will die Menschen frei sein. Gott will sein, dass wir in Freiheit kommen. Ich und Albert, wie wir vor ein paar Jahren auf einer Platte hängen gewesen, da der Evangelismus Hüs zu Hüs. Wir haben das eine früher Hüs und früher, als wir können reden, und sagen, ich habe den Mittag mehr, ich habe nicht Zeit. Ein paar Minuten. Dann später, da will ich noch meinen Gießer hier umbrennen. Alle. Wir sagten also, ja, da kann und ich und Albert sagen nichts. Wir sagen, hey, wie geht das? Die fangen an zu vertalen. Wir kennen die nicht, ich weiß bei mir nicht, wer Nummer ist. Die fangen an zu vertalen, während die vertalen, die fangen an meinem Kopf zu drücken, die fangen an den Kopf festzuhalten. Ich und Albert, wir schicken uns an, was mit dieser Früh? Wir haben noch nicht irgendwo gesagt. Und die reden. Ich habe, ohne dass wir die gefragt haben, die sagen, wo wird das, der Mann, der Irma, ist was, wie eine Heiz. Und der soll sagen, ich gucke eine Ehe, und der bet für mich, und der bet gestern über mich, und jedes Mal, wenn mein Mann ein Haus kommt, da ist verschollt sich in mir ut, und ich einzige, was ich will, ist das Maß, dass ich nehmen und meinen Mann anbringen. Hey, aber wir haben nicht einmal diese Sache gefragt, wir hatten nicht für die gebeten, nicht. Und der redet, und der Kopf, der dreht sich, und der hält der Kopf fest, und der sitzt so scheinlich armaglich, und das sitzt, wenn der Prüfer Müll dreht, und dort Müll dort dreht bist. Als er endlich vor dir wie Säune, wird er von ganz am Anfang an, wird er sich die Törp holen, der Kopf festhält, bei Telatz, der hat ganz tranquil und erstellt. Der wird nicht paarig, der wird nicht, dass er Gießer anbrennen würde, oder nicht. Der sagt, na früher, warum sitzt er uns das alles? Ich wollte nicht, sagt er, ich kann nicht ab hier damit reden. Warum? Ich wollte nicht, dass die hier ankommen. Ich will nicht mit ihnen reden, aber ich kann nicht sein. Ich wollte nicht hier willkommen heute in mein Haus, aber ich kann nicht sein. Von da aus, wir uns dol sagten, aber nö, ich kann nicht ab hier mit reden. Das wollte kein Mensch, dass ich diese Sache in mir Beine habe. Nein, ich wollte nicht, woran ich ihnen sei. Was ist das? Das wir hören nicht einmal für diese frühe Gebet. Wir hören nicht einmal das Evangelium noch nicht mal gepredigt. Nicht, wir hören noch nicht ein Wort gesagt, bitte verjettet. Und der sich selbst den Bösen jetzt uttrieben, du denkst, dass der uns alles vertalt. Dann sagen wir, okay, nicht habe ich die Sache, was das ist. Wir predigen das Evangelium, wir sagen, das ist der Heilige Geist. Wo der jeden Wort Gottes ist, wo das Recht Gottes Hand kommt. Der Böse Geist, der Feind, der Haft, du rennst zu denen. Vor dich. Du brauchst nicht mehr Raum gespielt, du brauchst nicht mehr Raum geredet, wo das Recht Gottes ist, du hast Freiheit. Wo der Heilige Geist ist, du hast Freiheit und Freiheit für alle Menschen. Ob du das weißt oder nicht, das ist die Realität von Jesus. Und Jesus geht in der andere Seite legt. Und das Mond kommt angerannt. Und der Böse Geist, der schrie ut nicht Jesus. Der uns das nicht an. Scheiß uns dort in eine Schwingen. Der Böse Geist, der wusste, wer du angekommen wäre, wie Jesus. Wenn Jesus auf eine Stelle ankommt, der Böse Geist und Jesus, die kennen nicht, ob es also steht sein. Der Böse Geist muss gehen. Du hast Freiheit in dem Namen von Jesus. Freiheit für alle. Freiheit für jede Person. Freiheit für die Kolonie. Freiheit für ein Land. Wo der Geist Gottes ist, du hast Freiheit. Wo der Segen Gottes Hand kommt, du hast Freiheit. In Apostelgeschichte 5, die Menschen wurden gefällt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt über allen. Und nun, das ist unser Abgut.
Dat zal sie wat Jesus doet. Dat zal sie Chavini doen. Dat zal we doen. Jesus schrijft de 70 ritten, de komen trainen, de vrije zich. Wenn de boze jest, dat is aan wachten. Dit is onze arbeid. Dit is wat we doen. De apostel schrijft, we aan een schrijft nu de andere. Waar de apostel uitkomen. Die brücken niet mal predigen. Dat is zo wie. Die brengen kranken en bezeten op de gossen op. Du met de schoten van Petrus. Die een onscheid, ik weet niet of dat schoten een schoten met een onscheid is, maar de schoten Eva gaat en dat die gehoord worden. Paulus, Luther, die hat Salzbühl en de Schweid, de arbeid, daar is die arbeid, de Schweid, die heeft deze kleine Linse, dat is dit. Vielleicht nicht so fancy, aber der hat Linse, der sich den Schweid aufdrehen da. Dann jaft er in de Frühste mit der Uitwaschen gehen, und diese Frühs, die nehmen sich die kleine Linse an, die Kleider von Paulus, die bringen die in die Kranke, und die Kranke worden geheult. Stellt je dort ver, de boze jester, die ran weich finden, schweigt je lerke. Dus wie denkt je ons Völkers auch bei der Soton, als machtig, so groß, so stark? Nee, Jesus starb vom Krisen, der stund ab am 3. Tag, der Soton, als nichts, der hat verspielt. Was der Soton deed, als das ist eine Müs, rot, aber jeder will sagen, und da ist ein Fleischlich, du darfst so, du jähen, der schaut an der Wand, dem sind gröt. Wenn er in Fleischlich hinab da ist, das sind eine kleine Müs, und der hat schon eine Kraft, kannst du hinabkleinen vor dich. Ich sage diese Sache nicht, du wie mit dem Raum spielen. Aber ich sage, du wie können verstehen, die Kraft, die wir haben, die Autorität, die Jesus uns gegeben hat. Diese Freiheit auszuleben, diese Freiheit in die Menschen zu bringen. Du hast nichts, wo wir für Angst haben. Du hast nichts, was die Böse jetzt uns andern. Noch niemals haben Böse jetzt ein Mensch, der gefällt, dass man Heiligen Jesus andern kann. Der Wort niemals tun, das geht nicht. Wenn Jesus starb und er stand ab am 3. Tag. Und das ist unsere Arbeit. Markus 10, Vers 51. Ein von den interessantesten Versen, was Jesus damals gesagt hat. Und für mich. Der jetzt nicht gegangen und er kommt Gott zu sagen, Blinde. Und er sagt, Jesus! Jesus! Und dann ging ja Jesus sagt, hey, Simon, still. Jesus hat Druck. Der braucht noch wieder. Jesus! Jesus! Nou, aber was weißt du? Dann dreht Jesus sich um und sagt, hey, bring ihn hier an. Diese Frau wird Jesus dem Stall. Wie denkt Jesus, was ist die? Du wirst sie doch gehört. Jesus fragt ihn, Markus 10, 51, was weißt du, dass ich für dich tue? Der Blinde stellt vor Jesus nach. Ich meine, ich gehen kann. Nee, ich will säunen, ne? Sag, das ist, was der Blinde ja will. Aber Jesus fragt ihn, was weißt du, dass ich für dich tue? Warum will Jesus dort fragen? Viele von uns, die hier sind, und viele von den Menschen, die bitte sind, die wollen durch ganz frei sein. Okay, hij introduceert gesagt, wir haben alle Kraft, war der Böse Gäste. Er hat ein Zeugnisse verteilt von der Geschichte, die er erlebt hat. Und dort passiert, die Sache passiert. Weil du sind Menschen ohne uns. Wir wollen durch frei sein. Du, wenn ich frage Jesus das, was weißt du, dass ich für dich tue? Ah, Jesus, du kannst das in Deutschland haben, das will ich dir geben, aber das nicht. Das ist mein kleiner Hund, aber das ist ein Post ab. Und Jesus fragt uns, was weißt du, dass ich für dich tue? Bist du das in Deutschland oder alles? Weißt du, ein bisschen klein mit frei sein, oder weißt du, die ganze Freiheit haben? Und Jesus irrt uns ja oder nicht. Wenn wir nicht sagen, der wird dort nicht bemattet, dass der Böse Jesus zurückkommt. Der wird dort nicht bemattet, dass wir geholt wurden. Nein, Jesus ist ein läufender Gott. Und der Heilige Jesus, der läuft uns. Und der wird uns niemals zu Wort bemattet, aber der fragt uns, was weißt du, dass ich für dich tue? Wenn Jesus dich von dir wird fragen, was weißt du, dass ich für dich tue? Was wird deine Antwort sein? Maar ich endlich mal befreien. Dat mijn vroegfeim een evangelist moderne. Een groot kabel han, een huis, wat wil je? Ik weet niet hoe je hem wordt vrouw. Wat wordt je Jezus vrouw? Wat wordt die gebed zijn? En Jezus heeft van jou wat zeggen. Wat weißt du dat ik voor die doe? Jesus, neem ren alles weg, wat niet van die is. Alles. Als dat boys, geld er aan een maat is, ren alles maar weg. Alles. Als ik Jesus tot de Jugendlichen, Jesus will nicht bis der Mittelpunkt von uns Leben sein. Jesus will uns ganzes Leben sein. Völker denken wir, ich werde mit dem Mat von meinem Hort und meinem Leben stahlen, aber du Raum, du willst meine Sache tun. Jesus sagt, ich will alles sein, du kannst ganz frei sein von deinen einen Weg, deinen einen Ideen,
deine eigenen Pläne, die du hast, doch wie können frei sein und diese Freiheit können die Menschen bringen. Wir können best Freiheit in die Menschen bringen, wenn wir frei sind. Wenn uns Haus frei und gefällt mit dem Heiligen Geist. Und Jesus fragt uns von der Wahrheit, was weißt du, dass ich für dich da? Weißt du, dass ich dein ganzes Leben annehme, oder bist du im Mittelpunkt sein? Deine Familie, deine Freunde, deine Arbeit, alles, was Jesus hat. Ich verteile dir für mich als ein Dörn, wenn die Menschen mich treiben, mich anbringen wollen, mich so ganz ein Dörn, wenn ich stehe vom Evangelium. Ich verliere nur Spieß, das Paulus sagt. Aber ich war dann für ein paar Jahre, ich saß mit Jesus und ich bete. Ich sehe, ich sehe Leute, wo immer Hand zu gehen und zu sterben, wo immer das meint, mit denen Wut kann alle Wege gepredigt werden. Und Jesus fragt mich, was mit deiner Familie? Meine Familie, das alle Leute nicht anfuttern, wenn ich wollte, die mit einmal mal sterben. Dann sagt Jesus, du hast mir dein Leben gegeben, du hast mir dein Jahr gegeben, du bist heute gestorben, aber du bist nicht heute deine Familie abzugeben. Jesus, ich will meine Familie nicht abgeben. Ich laufe meine Frau, ich laufe mein Kind, ich will das nicht abgeben. Und das ist Jesus dann erst, wie nicht, nur Stahl nicht, mit allen Leuten, was ich habe. Glaubst du nicht, dass du Peter erst, dass ich auf deine Familie abpasse? Dass ich mich um deine Familie kümmere? Das ist für uns erst das säuerlich zu sagen, ja, alles Sinn macht rüt. Ich sie ganz damit einverstanden, all das Böse weich mal. 100%. Und ich rede davon. Aber zur selben Zeit, Jesus will unsere gute Sache haben. Der will auch wie frei von dieser Sache auch werden. Unsere Familie, meine Freunde, mein Kind, die können es ein Gott für mich werden. Wo ich denke, okay, mir soll nicht was mir passiert, aber meine Familie darf nicht passieren. Wenn meine Familie in Gefahr ist, dann will ich nicht dort hingehen. Dann will ich nicht das Evangelium dort predigen. Dann will ich nicht Josai zum dort hinreisen. Und Jesus fragt mich, bist du bereit, deine Familie abzugeben? Ich glaube, heute lange nicht so ein Jahr, dass ich dann dort, bis ich Jesus in uns Living Room, ich sage, Jesus, ich gebe dir meine Familie. Ich gebe dir alles, was ich habe, meine Familie, was am dollsten läuft. Ich gebe dir meine Familie. Was immer passiert, ich vertraue dir 100%. Und dort heute nicht, dass eines Tages meine Familie wird angebracht worden in das Evangelium. Das heute nicht. Aber das heute, dass ich das aufgegeben und das Part in meinem Leben gehört nicht zu Jesus. Dass ich das firm zu handelt, ich sage, Jesus, das ist Ding. Kreuz ist all das Böse, kreuz ist all meine Süchte, kreuz ist im Alkohol, der Schmähchen, der Drugs, alles, was ich vorher deut, kreuz ist dort, gebe meine Familie firm zu auf. Und ich sage, Jesus, das dort in meinem Leben als dient. Alles, was ich tue, alles. Meine Arbeit, meine Familie, die Sache, was ich läuft, die Sache, was ich nicht läuft. Renn alles, hier die. Und glaub mir, jeder da hast du das selbst. Ich stehe ab zum Morgen, Jesus, ich gebe dir alles. Wir sterben jeder da zu uns selbst. Nein, ich rede über das Jesus so. Jeder da lädt Jesus uns an. Bist du bereit, alles Hand zu geben für mich. Und wirklich frei zu werden. Und glaub mir, der Moment, wo du alles handgibst und alles abgibst, deine Familie, deine Freunde, alles, was du läufst, der Heilige Geist wird die gerade Sache brücken, was du jemals festgestellt hast. Der wird die Brücke, um den Menschen frei zu sein, um Freiheit zu bringen. Der wird die Brücke, um das Evangelium den Menschen zu bringen. Der wird die Brücke, dass du nicht mal feststellen kannst. Jesaja 1 hast du ein, da wird der prophetische Wort für Jesus. Und Jesus sagt uns im Neuen Testament, in alle Evangelium, das ist nicht das Wort für jeden. Nur gut je, und jeder nicht das selbst, als was ich gewesen habe. Jesus, der läuft alles ab, für sich vor, dass sich Teufel Leute. Wir denken an Jesus wie der Sohn Gottes, der hat euch vor. Jesus hat schwander als wie. Jesus läuft seine Gottheit ab und seht zu Gott dem Vater, als sich Teufel Leute, nicht mein Wille, den Wille. Firm kriegst, das Gebet von Jesus. Wenn das möglich ist, nehmt das von mir wahr, aber nicht mein Wille, den Wille. Jesus selbst läuft sich dem Vater Hand. Der läuft alles Hand. Und sagt, nicht mein Wille, aber den Wille. Und das ist so wie von der euch lernen. Dem einzigen Weg, wo der Kraft vom Heiligen Geist durch die Welt gekommen, als wenn du bereit bist, zu sterben und zu sterben und zu sterben, immer und immer weiter. Und sterben jetzt nicht schön. Das ist nicht eine schöne Sache. Aber das würde uns anlassen. Bist du bereit zu sterben, damit ich die Brücke kann? Bist du bereit, in diese Freiheit zu gehen, damit andere Menschen dieselbe Freiheit erleben?
Deze week waar je om Heilige Geest reden, ik wil veel over dit reden. De Heilige Geest, der fällt uns nicht ab. Damit wir uns hier in der Hand zaten, eine schöne Zeit in der Schweiz haben. Das ist ein Problem, mit Kultur, wir schweiten in uns Kopf ganz blank. Der Heilige Geist, der fällt uns nicht ab. Damit wir uns hier in der Hand zaten, eine gute Zeit haben. Damit wir hier eine wunderbare Feuerwehr in Tortran, 5 Minuten in der Jüngerschaft stellen. Dort ist nicht, woran der uns abfällt. Der Heilige Geist fällt uns ab. Damit wir rüt können und die Menschen dort selbst bringen, was der dir gegeben hat. Nie leven, tjoit, had die Geschichte von dieser letzten Weg hier von dem Anniversario. Das ist wunderbar, und ich bete dafür, dass das kommt bis grater und grater und grater wird. Und dass das niemals abhören wird, bei ganz Bolivien am brennenden Feuer vom Heiligen Geist ist. Gott vertritt ihn wirklich sehr. Wo ihr dort an? Gott vertritt diese Tjoit sehr. Der läuft hier sehr. Sehr. Viel Dollars, was die Feststelle kostet. Du sind Menschen, hunderte, Millionen Menschen, die du verbetest, dass dich im Heiligen Geist erleben. Dass ich dass ich heute vom Heiligen Geist erlebe. Viele von denen sterben, die sollen dort niemals. Die sollen dort hier. Der läuft hier, der vertritt ihn. Der läuft hier, der vertritt ihn. Und der fragt ihn, sei ihr ruhig. Das Feuer, das brennende Feuer, diese Freiheit rüberzubringen in ganz Bolivien. Nicht bis nach der Knie in ganz Bolivien. Bolivien braucht dem Heiligen Geist. Die Knie braucht dem Heiligen Geist. Matthäus 28, Jesus sagt uns, sein letztes Wort, gut rüt. Predigt das Evangelium. Merkt Genia. Und ich will mit uns sein, für immer. Dat is het verspreken hoe we wonen wie van deel leven. Hij is met ons. De Heilige Geest is met ons. De kracht van Heilige Geest is met ons. Brug dat. Laat dat niet bis gute Geschichte zijn, wo dit 2 Jahre Lothar sagt, dat we een wunderbare Erfahrung, wat ik voor 2 Jahre mijn Anniversario nie leven had. Ja, das stimmt. Das ist ein Zeugnis von was Gott in uns Leben getan hat. Aber blieb nicht stur. Nimm das, was Gott dir anvertraut hat. Geh uit und bring das in die Menschen. Du sind so viele Menschen um die Raum, die das brauchen. Du sind so viele Menschen, die Freiheit brauchen. Und glaub mir, die waren 3,3 Kreuz, das ist 70 3,0. Und die waren in Freie. Das ist sogar die Böse Gäste, die sind in uns tun. Sogar die Döde Stunde ab. Die Kranke, die waren geheilt. Das Evangelium wird gepredigt. So viel denken wir uns, die Welt die wird beschlechter, die Welt die wird besser. Warum? Wenn das Evangelium gepredigt wird. Die Welt wird nicht schlechter. Wenn die Welt wird schlechter wird, dann bedeutet der Tod von Jesus am Kreuz wie nicht genug. Die Welt wird besser. Und die wird noch besser werden, wenn wir rüberkommen, dass selbst die Vier, was er uns anvertraut hat, die selbst die Freiheit, was er uns anvertraut hat, dass wir das selbst nehmen und rüberkommen. Und glaub mir, die werden wunderschön, die nicht mal feststellen. Krijg je eigen Albert naar deze vrije huisje. Wie hoor ik geen unie wat met de vrije wordt passeren? We gaan je einfach doorgaan. En dat we alles. Niet ooit wordt je zei. De vrije wordt vrij. De geen wordt Gottes, als je niet om jeden mens vrij zetten. Hij wil je een aanloren op te staan. Das ist eine sehr besondere Anladung für jeden, für nie Leben als Schweig. Einmal wenn der Heilige Geist utgeht, der Fokus, der Highlight, der sieht sich einen höchsten Punkt, wenn er sich Heiligen Geist utgeht. Vor ein paar Jahren hat wir Erfahrungen in der Stadt bei uns bei der Wasser. Und Albert hat vielleicht viel davon vertelt. Aber der Heilige Geist sieht sich gewisse Sachen, die er rüttnimmt, und das wurde die Welt noch verbrochen. Und die Geschichte, die ich von dieser letzten Feuerwerk von hier habe, die wir so alle auf eine Sache haben: Freiheit. 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 Das ist die Anladung von dem Heiligen Geist für jeden aus nie Leben heute. Freiheit für die Menschen. Jesaja 61, es für nie Leben heute. Die wollen rüttkommen. Die wollen zu Menschen reden. Und die Menschen wollen nicht weiter, was mir passiert, aber die wollen frei werden. Gott wird ihnen persönlich weisen.
Wo je verbeten kunnen en die worden vrij worden. Dat is de aanleiding voor je. Dat is wo met huis dat onvertrouwd heeft aan je. En hij zegt, je zo zou läuft. En zei hij wel je bruggen. Bolivien brug vrijheid. De Kenia brug vrijheid. De wereld brug vrijheid. En die loopt je aan, weil je deel van dit zijn. Je hand dat erlebt, je hand vrijheid erlebt. Vielleicht sind hier noch Menschen, die best noch nicht ganz frei. Und ich bete, dass die von dieser morgens Wort frei werden. Aber die Anleitung geht wieder als dort. Was du reut, diese Freiheit in die Menschen rüberzubringen. Wo du begehst in der Arbeit jetzt und du sitzt ein Mensch, dem geht nicht scheuen, der ist festgebunden. Und du diesen Mensch jetzt und einfach sagst, kann ich mit dir beten. Und du wirst seine, die wunderschönen Taten, was Gott wird durch dich tun. Ich will die Anleitung in die Hände aufzumerken. Jesus, ich sage dir Dankeschön für diese Ehe, für das Verrecht. Für euch hier kommt nie ein Leben zu euch sein. Gott, das sind wunderbare Licht über diese Zeit. Sind eine wunderbare Gabe über diese Zeit. Du sind so viele Stämme, die da probieren auszuschalten, raufzureden, zwei zu brechen, sagen, das ist nicht von Gott, ganz nicht von Gott. Aber Gott, die Zeichen sind Wunder, wo wir sein und wo die hier sein. Wir können nicht sagen, das ist alles bis ausgedacht. Petrus und Johannes, in Apostelgeschichte 4, die kommen für die Leiter. Von der Kirche, die religiösen Leiter, und die sagen, hier ab von diesen Reden, die sagen, wir können nicht abhören, von wo wir sein haben. Ich bete selbst über diese Kirche. Und Petrus und Johannes trainieren die Gänger. Und die fangen an zu beten. Das ganze Haus dort schattert. Und die Worte weiter gefällt mit dem Heiligen Geist. Und die gehen rüber. Und das Evangelium wird gepredigt und verbreitet. Es ist noch niemals euer Heiliger Geist. Komm! Komm! Heiliger Geist, brücken, zum Freiheit in die Menschen zu bringen. Brücken, zum jede zwei brechen. Gott, ich bete, wenn hier von der X weiß, der da nicht ganz frei ist, bring Freiheit in Jesus in Namen. Jeder Kind mag brechen. Jeder böse Geist mag gehen. Du hast nichts, was für die Stunde kommt. Heiliger Geist, joit ihn für euch. Joit Freiheit euch. Heiliger Geist, ich bete für wunderschöne Tekens des Petrus und Johannes, wenn er begossen in der Schott heulde die Kranke. Das ist für die Schweige Lunz von Paulus, das ist die Zeltbühe dort. Die Brauer dort, nicht die kranken Menschen, nicht die besetzten Menschen, die böse Gäste haben, die werden geholt und frei sein. Ich bete für Tekens und Wunder gerade aus dort über diese Kirche. Gott, merk ihre Ehe auf, du mit der Säune kennen, was von der Ehe dort ist. Freiheit in die Menschen zu bringen, wovon ihr dort erst, das soll ihr keine für die tun. Gott, du läufst diese Kirche, so säuer. Und du vertraust diese Kirche, so säuer. Und dort ist, wenn du in die Fahrt Gottes gehen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass das der Anfang ist von Sachen, die wir nicht mal verstehlich haben. Gott, ich rede prophetisch, dass die nächsten Jahre, die nächsten 5, 10, 20 Jahre. Du wirst Tekens und Wunder passieren, wo nicht mal Becher über geschrieben sind. Ich rede aus, dass Bolivien wird verdient kommen, wenn ich nie leben, Verantwortung angenommen habe und diese Freiheit in die Menschen gebracht habe. Heiliger Geist, salben mit dein Öl. Wo sind die Menschen, die fassen, turnen, voll sind mit böse Gästen, die eine Freiheit bringen. Ich bete für jeden Evangelismus, was wir tun in den nächsten Jahren. Von der Nummer an. Du wirst Tekens und Wunder sein, das ist noch niemals euer. Du wirst Menschen feiern kommen und sagen, ich weiß nicht, was das ist, aber ich mag mein Leben in Gott geben. Die Menschen werden feiern kommen und die böse Gäste, die werden selbst rühren, wenn wir die nicht gehen, wo das. Ich kann die böse Gäste nicht sein. Heiliger Geist, ich bete, sehen diese Kirche. Sehen den mit den vier. Sehen den mit denen gehen wird. Sehen den mit denen Kraft. Apostelgeschichte 2 Feuer. Apostelgeschichte 2 31. Über diese Kirche
Verlernt ab. Verlernt ab mit deinen Jenwoord. Visionen, Drohens, prophetische Gaven, Gaven für Heilung. Dort wird normal worden, in dieser Zeit, Kreuz ist das in der ersten Zeit wie ein Apostel geschehen. Du bist nicht ein Mensch, der nicht geheilt wird, du bist nicht ein Mensch, der nicht freigesetzt wird. Dort kann wahr werden. Und Herr Jesus, ich bitte, dass du kannst deine Engel Raum, diese Zeit Raum zaten, wat für ein Abhauser von all diesen Stämmen, wat probeer jij niet leven te redden. Wat zei je, dit is goed van God, dit is van God, dit is niet van God. Ik bid voor mensen, wat er einzige arbeid is, voor niet het leven im gebed aan te stonden, dag en nacht, en dag en nacht, in de bruggen dort. Die bruggen mensen wat voor een bidden, wat voor een aanstonden. Du met solch eine Arbeit lernen, du met solch eine Freiheit in die Menschen bringen. Herr Jesus, sehen mit deinen Vier, sehen mit deiner Kraft, sehen mit deinen Jenwoord. Und heul jeder kranke Mensch, was hier nennt kommt, sagt jeder Mensch frei, was hier nennt kommt. Bring Freiheit und Heilung zu jeder einzelnen Person, was hier am Hafen abfährt. Der Erweiterungsgeschichte von 100 Jahren zurück, wo Menschen abgegossen Handfallen wir nicht bis vor 100 Jahre zurück. Das sind für Fondeo, das sind für Jön, das sind für Bolivien. Menschen waren hier bei Jön vorbeifahren und man hofft, ja, was ist, die können nicht anders als hier nennen, wenn die Brücke Freiheit. Das sind nicht bis Geschichten von Ländern in Europa. Das sind Geschichten, die hier waren passieren. Komm, Herr Jesus, und fall ihn ab. Sehen ihn in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja.